Dann unseren gewohnten Service für unsere Fans, für unsere Leute draußen nochmal, für die, die da sind. Wir begrüßen unseren Gästetrainer Pflichtball aus der Ankammermannschaft, unseren Heimtrainer Ronny. Ja, Wetter war gut, Voraussetzungen waren gleich gegeben, 0-0 Ronny. Glaube ich, können wir uns langsam darauf einrichten, dass es, glaube ich, schwierig wird zur Zeit bei uns, aber ich möchte trotzdem unseren Gästetrainer das Wort erstmal geben. Ja, Pflichtball bitte. Also wir wussten schon, was auf uns zukommt hier, denn in den letzten Jahren hat sich ja hier sehr viel entwickelt. Und darauf denke ich mal, kann man noch stolz sein. Im technischen und taktischen Bereich hat sich ja Schwerin richtig gut entwickelt. Den Punkt, den wir heute mitgenommen haben, der, sag ich mal, war glücklich. Die Chancen, die Schwerin sich rausgearbeitet, besonders in der zweiten Halbzeit, waren schon 100-karige oder 100-prozentige. Da kann man schon sagen, dass man einen guten Torwartmann heute drin hat und natürlich auch Glück hat, dass die Schweriner heute so treffsicher sind. Und wie gesagt, wir sind glücklich, dass wir den Punkt heute mitnehmen können. Wenn man sich in diesem ganzen Spiel nur eine Chance rausarbeitet, denkt man, es hat schon mit sehr viel Glück zu tun. Ja, okay. Ronny, trifft dieser Punkt, war glaube ich mehr drin, oder? Ja, ich sage erstmal von meiner Seite sind natürlich alle riesig enttäuscht. Wir sitzen in der Kabine, können wir runter. Natürlich klar, wir haben uns eine Menge vorgenommen, gerade nach den letzten 10 Minuten im Spiel aus Waren. Wussten sicherlich, dass wir hier einen relativ tiefstehenden Gegner erwarten werden, der natürlich nicht ganz so viel nach vorne machen wird. Dass es teilweise natürlich so wenig wird, haben wir auch nicht vermutet, also was das Fußballische betrifft. Erste Halbzeit hatten wir natürlich auch nicht so viele richtige, klare Chancen, sage ich mal. Da war es mehr so ein Spiel zwischen den Strafräumen, wo wir uns nichts 100%iges erarbeiten konnten. Zweite Halbzeit sah es ein bisschen besser aus, aber ich sage eindeutig, und viele wollen das sicherlich nicht hören, aber das ist ganz einfach so, und die Jungs sind da auch richtig enttäuscht und sauer drüber. Das ist der Platz, das ist eindeutig der Platz. Wir brauchen hier uns unsere eigenen Mittel. Es ist unheimlich schwer, auf dem Platz wirklich sauber gepflegten Kurzpass-Fußball zu spielen. Das über mehrere Stationen. Ich will meinen Gästetrainer nicht zu nahe treten, aber das kommt natürlich so Mannschaften wie auch Anklam dann irgendwo entgegen, die natürlich mehr oder weniger sich auf die Defensive konzentrieren und natürlich auch solche Fehler dann warten und mehr aufs Zerstören aus. Das muss man so deutlich sagen. Da muss man trotzdem Mittel und Möglichkeiten finden, um auch so eine Mannschaft mal zu knacken. In der zweiten Halbzeit haben wir mehrere klare Chancen gehabt, die wir dann leider nicht genutzt haben. Aber wie gesagt, das ist schon so ein Punkt, der die Jungs schon beschäftigt. Und ja, wir werden es sicherlich in der Kürze nicht verändern können. Es ist unheimlich eine Menge drauf hier in der Woche, was hier so passiert. Und ja, wir sind hier mehr oder weniger die Leidtragenden am Wochenende, die dann auf dem Platz hier spielen müssen, muss man so deutlich sagen. Und ja, es ist dann am Ende so ein bisschen schade. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, war der Dreier drin, auch aufgrund der Möglichkeiten in der zweiten Halbzeit. Müssen die Jungs aufrichten. Es ist natürlich schwer, jetzt 2 Spiele keine Tore gemacht, die Möglichkeiten waren da. Es waren jetzt zum Tabellenletzten nach Stralsund, wird sicherlich ähnliche Spiele werden, auch ein relativ tiefstehender Gegner. Aber ich hoffe, dass wir das Ganze in der Woche aufarbeiten können und dass wir dann am nächsten Wochenende wieder den Kopf frei haben und endlich auch wieder 3 Punkte holen. Ja, das bringt die Sache durchaus auch auf den Punkt. Ich frage gerne nochmal in die Runde, gibt es irgendwie was von euch, von Ihnen, was euch noch auf dem Herzen liegt? Okay, super. Alles scheint zufrieden zu sein. Herr Flickmann, wir wünschen die gute Heimfahrt mit dem Team nach Anklam. Für den Rest der Saison alles Gute. Ronny, wir sind in 2 Wochen wieder, du hast es angesprochen. Nächste Woche geht es nach Stralsund, drücken wir die Daumen hier und dann Team 2 Punkte in Stralsund zu holen. Ich bedanke mich bei euch, kommt gut nach Haus, frohe Ferien und dann kommt gut in die große Ferien. Bis dann, tschüss.